Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Sendung. Für die, die das erste Mal da sind, mein Name ist Noemi und das ist meine Schwester Nathalie. Hallo zusammen. Cool, bist du dabei. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Willst du etwas zu erzählen? Genau. Für die, die noch nie da sind, das ist unser Gemeindehaus, die Zionshalle, wo wir eigentlich jeden Sonntag normalerweise sind. Und für die noch nie da sind, herzlich willkommen in der Zionshalle. Komm, wir gehen doch gerade mal ein bisschen schauen. Und wir wollen euch heute ein bisschen zeigen, was wir so gemeint haben am Sonntag, wo wir die echte Sonntagsschule durchführen. Und für das gehen wir jetzt gerade mal durch die erste Tür durch. Da hat schon jemand aufgeschlossen, zum Glück. Kommt mit, Kinder! Los geht's. Da sind sie schon am Vorbereiten für nachher. Hey, und während sie noch am Vorbereiten sind, wenn wir mal schauen, wie es am Knüssli geht und seinem Kollegen, der mit dabei ist, am Heiri Geschwind. Wie sollen wir ihn denn anrufen? Hast du das Telefon? Nein, aber er hat uns doch so eine Spezialnummer gegeben und ein Gerät. Ich kann es Hey, schon holen. perfekt, danke. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Er hat uns so eine Nummer gegeben und wir sollten die scheinbar irgendwie anwählen und dann gibt es eine automatische Verbindung in den Dschungel und Urwald oder wo auch immer sie gerade sind. Weißt du noch die Nummer? Ja, schau, die ist gespeichert bei Telefonbuch. Ah ja. Ja. Genau, ja. Noemi, da hat es keinen Empfang. Nein, sicher, Nathalie. Der Knüssli hat gesagt, es hat. Schau du doch mal, weil bei mir hat es keinen Empfang. Wie der Knüssli gesagt hat. Schritt 1, wir gehen hier. Schritt 2, Telefonbuch auswählen. Schritt 3, wir gehen auf den Knüssli. Schritt 4, grüne Knöpfe drücken. Hahaha. Wir gehen doch mal weiter, weil da hat es keinen. Wo können sie Empfang haben? Vielleicht auf dem Dach. Dort ist doch meistens so gut. Komm, wir gehen mal schauen. Okay. Wir probieren es einfach. Und? Oh. Du sagst, sobald du etwas siehst. Ich habe es falsch gedrückt. Wir wollen es nicht ausschalten, wir brauchen Empfang. Nathalie, das Licht geht nicht richtig. Ja. Und da ist eine riesige Baustelle. Unglaublich. Komm, bist du mal nicht im Emmen? Ui, schau mal mit da. der Zionshalle? Ui, was haben sie denn da gemacht? Ui, Kinder, können wir mal schauen? Und dann ist der Empfang auch nicht besser. Hey, dann müssen wir in dem Fall weitergehen, bis aufs Dach. Da sind wir. Und Nathalie, ist der Empfang da besser? Ja, ein bisschen, aber denkst du, es geht noch höher? Also der Knüssli hat gesagt, wir brauchen 4 Sterne und jetzt Ja, haben dann wir haben wir oder 1. Strichli. Nein, Das lange noch nicht. Oh, komm, wir gehen mal da rauf, vielleicht gibt es Wissen. Was bist du da rauf? Probier mal da, ich will nicht dort rauf, Nathalie. Nein. Okay, Nein. also komm, gehen wir ich, rauf. ich, ich, Ist gut. Hat sich noch nichts verändert. Schau mal da oben, vielleicht ist es besser. Ja, perfekt. Ist also schon gerade ein bisschen gar hoch da oben. Und, wie viel haben wir? Perfekt, 3. Wie viel brauchen wir? 3? 4 hat er gesagt. Also, Komm, wir gehen mal da führen, vielleicht ist das besser. Jetzt Wird wieder besser. 2. Oh, schau, geht besser. Sind wieder bei 3? Oh ja, ja. Tu mal noch ein bisschen rauf, vielleicht. Nein. Oh. Oh. Das ist ja wie auf der Baustelle da oben. Ja. Hey, unglaublich. Oh, schau da, perfekt. Komm, wir rufen dann von da aus. Haben wir 4? Ja. Ah, aber Nati, schau mal schnell. Ich sehe, wo wir sind. Boah, ist Schön cool unglaublich. da, oder? Boah, das ist überall. Also komm, rufen wir mal. Also. Weißt du noch, wie es geht? Telefon. Knüssli auswählen. Ja. Okay, bereit? Ja. Heiri? Heiri? Läutet schon. Ja, hallo? Hallo? Sollen wir mal probieren? Heiri! Ja, ja, hallo. Ahoi, Heiri! Heiri, hörst du uns? Hallo? Ja, hallo? Heiri, wir sind da im Live-Fernsehen. Ja, Hey, wie haben Sie es so? hast du den Professor gefunden? Oh. Ja, hey, jetzt wenn du das so fragst, hey, ja, das ist im Fall eine lange Geschichte. Aber ich glaube, ich erzähle sie euch gerade am besten. Hey, unbedingt, jetzt sind wir aber gespannt. Okay. Ja, weil es ist nämlich so gewesen. Ich habe mich da vom Knüssli getrennt. Und dann habe ich gedacht, gehe ich gleich wieder suchen. Dann bin ich wieder zurückgegangen zum Feuer und dann aufs Mal. Beim Feuer ist niemand mehr gewesen. Und dann, ja, habe ich gedacht, versuche ich als Spurenleser, aber dann war auch nichts gewesen. Und dann bin ich einfach mal nach rechts gegangen und dann, ja, bin ich dort gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen.
Schwindi, ich bin schon froh, dass du mir jetzt geholfen hast, aber langsam bin ich am Ende, ich weiss nicht mehr weiter. Nein. Ja, hey, ich auch nicht. Ich glaube fast, es ist unmöglich, um das Ei zu finden. Ja, das ist wirklich unmöglich. Jetzt sind wir dort gewesen. Wir haben doch alles abgesucht. Das Problem ist eben die besagte Nacht. Weißt du, als ich dort am Feuer war, es war so kalt und ich habe nichts zum Feuer anzünden. Dann habe ich eine Seite aus dem Buch rausgezündet. Verbrannt? Nein, ja. Aber ich habe gedacht, ich habe es im Kopf, weißt, ich habe es auswendig gelernt. Nachher im Schlaf habe ich geträumt vom Dönerkompass. Und nachher ist plötzlich alles andere weg gewesen. Ja, nein, das ist ja wirklich unmöglich. Also jetzt kannst du mir erklären, wie wir das Buch wieder finden wollen? Ich weiss nur, dass es dort im Dorf ist. Aber weißt du, jetzt bin ich vorne auf so einem Weg, mal da durch, mal dort durch und so weiter. Aber keine Ahnung. Ja, also ich habe schon gemeint, es ist unmöglich, um dich wieder zu finden. Aber jetzt ohne das Buch das Ei zu finden. Das ist so ein bisschen difficult, das ist schwierig. Aber schau, wir machen jetzt noch, wir laufen noch einmal dafür und wenn es dort nicht ist, kehren wir um. Dann ist einfach, dann verliere ich halt an das Erfinderwettbewerb. Ja, aber wir können nichts anderes machen. Ja, aber hey, schau mal, da ist ein Stall. Ja. Hey. Irgendwie, in fernen Gedanken kommt man noch, der Stall hat irgendwie so ausgesehen. Ja. Könntest du jetzt in dem Sinne eigentlich das Ei holen, weißt du? Ja, aber wir müssen da schauen. Ist das nicht gefährlich? Ich weiss nur, dass es Hühner hat. Und Hühner und ich sind eigentlich wie Katze und Maus. Also ich will nicht so einem Huhn begegnen. Die sind gefährlich, die picken, die legen Eier. Ja, nein, eigentlich. Dann können wir schauen. Also, aber sicher eins drin. Warte, wir machen es so, ich rufe rein und wenn ich etwas höre, dann ist eins drin und dann lassen wir nicht dort rein. Hallo? Ja, aber ich lande doch einfach mal rein, oder? Zum schauen, ob ja, aber was ist, wenn es pickt? Hey, Rick, da vorne sind's. Ja, ich sehe es auch. Aber jetzt müssen wir ruhig sein. Ja, verstanden. Gehen Sie da runter, Rick. Jetzt langt mir irgendwie in den Stall rein, der Professor. Hey, Ricker. Ricker. Jetzt können wir den Galt gehen. Hey, Ricker. Haben Sie einen Bart wachsen lassen? Das ist eigentlich verboten im Militär. Hallo. Hey, Ricker. Hey, Ricker, rette mich! Was ist, wenn es pickt? Ja, picken die Hühner? Ja, die haben so einen riesen Schnabel. Das sind ganz gefährliche Tiere. Nach dem Leu sind das die gefährlichsten Tiere auf dieser Welt. Machen das nie? Was wir hier machen? Ich bin Dr. Professor Alois Knüsli, das ist der Heilige Geschwind. Sozusagen mein Anhang. Und wir suchen ein super Ei. Ah, das Huhn hat gerade nicht die Eis gleich. Das Huhn hat das Eis gleich? Ja. Aber das leitet nur alle 10 Jahre Eis. Nur alle 10 Jahre? Wir hätten den Beitrag, könntest du uns das rausholen, das Ei? Das wäre mega lieb. Und schau, für die Hühner kannst du uns da als Gegengeschenk den Quietsch rein tun.
Der meint, es hat etwas aus dem Mai rausgeschlüpft. Da haben wir das. Wow. Das sieht so super aus. Und es schmeckt auch super. Und es ist auch sauber. Ein super Ei sozusagen. Das ist ja genial. Hey, gehen wir es ausprobieren? Danke vielmals. Du bist nach dem Geschwind, vor dem Geschwind, der beste Mensch auf dieser Welt. Hey, mega cool. Das können wir gerade ausprobieren. Ist gut? Ja, hey, ist logisch. Hey, so cool. Oh la la! Ich bin sicher, die Öffis sind in der Nähe. Halala, da steht, geh bis zu Hühnerstall, da findest du Eier überall. Sehr schön, ich bin ein zufriedener Professor mittlerweile. Oui, 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 oui. Was machen denn Sie da? Bonjour, junge Dame. Ich bin le Professeur, nenn mich mon ami. Ich bin auf die Suche nach die Superöff. Was? Ab? Nein, Superöff. Öff ist französisch für die Ei. Ein Ei ist wie die Kacke von die Huhn. Einfach mit Unterschied, du kannst essen. Ist ein Superöff. Und mein Buch aus Frankreich es sagt, geh bis zu den Stall, findest Eier überall. Und da drin ist Superei. Also, das hat vorher schon ein anderer Professor abgeholt. Ein anderer Professor? Ja. War es so einer mit Hut und lange Nase? Ja. Immer dieser Knüsli. Ich mag den nicht. Aber jetzt ist nicht mehr da drin, was? Nein. Darf ich dann nachschauen? Ja, Ich glaube bitte. nicht alles. No, no, no. Ich hab was. Ist das Küken von die Superei? Nein, irgendwie nicht. Ich nehme das mal mit. Vielen Dank, junge Dame. Ich bedanke mich herzlich. Jetzt muss ich etwas anderes finden als das die Superei. Ade. Au revoir, au revoir. Ja, genau. Und eben trotzdem, dass wir gedacht haben, dass es unmöglich ist, jetzt das Ei zu finden, haben wir es jetzt gleich geschafft und das Ei gefunden. Ja, jetzt gehen wir das Ei gerade testen im Labor vom Knüsli. Ja, aber jetzt gebe ich auch glaube zurück. Ich habe glaube noch anderes zu tun im Studio. Wow, mega cool. Und ihr zwei das super Ei gefunden, ihr habt das Unglaubliche geschafft. Hey, wir freuen uns schon zu hören, wie es weitergeht. Und ja, du hast recht, wir haben noch anders vor. Wir wollen nämlich ein Lied singen. Bist du daheim mit dabei? Das geht aber nicht da oben, weil es ist ein bisschen zu windig. Darum wollen wir gerade dort hingehen, wo es stattfindet. Kommt doch mit, gehen wir los. Also kommen wir gehen gerade runter. So, wir gehen bis -2. Hey Nathalie, während wir fahren, ich sage nicht richtig. Oh, das kannst du nicht, das ist unmöglich. Oh nein, die Baustelle ist, glaube ich, auch Unglaublich, jetzt müssen wir alle führen. Ja, also den Trick erzählen. Du machst deine Hand so. Schaffst du das? Jetzt machst du den Mittelfinger runter. Und jetzt musst du, dass er richtig runterkommt. Und jetzt bist du bereit. Ja. Luft dort rum. Luft den Finger. Luft den Finger. Und jetzt luft den. Ich kann es nicht! Du kannst es nicht! Kannst du? Vielleicht. Ja, okay, ich zeig's dir. Es ist unmöglich, es ist unmöglich zu machen. Das ist wirklich unmöglich. Nathalie, wir müssen nachher weiter probieren, okay? Okay. So, da sind wir jetzt im -2. Jetzt wollen wir mal schauen, wo können wir denn das Lied singen? Oh, ich glaube, ich höre sie. Ich glaube, im Sonntagsschulraum. Oh, erste, zweite Klasse? Genau. Oh, das ist mega perfekt. Ja, komm, wir gehen dort. Genau. Gehen wir mal schauen. Die Kinder, ich glaube, ihr kennt den Raum, gell? Viele von euch haben hier Sonntagsschule oder früher gehabt, noch kleiner waren. Und da wollen wir heute das Lied singen. Kommt mit! Ah, die sind schon parat. Hey, schaut mal, wir sitzen jetzt da hinein und dann singen wir miteinander mit. Bis nachher! Genau, am besten stehen ihr gerade auf und singen wir miteinander. Stark, stark ist unser Gott. Los,
das war jetzt ein schönes Lied. Hey, mega. Und jetzt, wo wir gesungen haben, komm, wir gehen doch mal schauen, ob der Joshua schon fertig ist oben. Der hat ja alles eingerichtet für seine Geschichte. Komm, jetzt gehen wir mal schauen, ob der Joshua schon parat ist mit der Geschichte. Er hat sich ja noch vorbereitet, heute an einem ganz speziellen Ort. Komm, wir schauen mal jetzt, das ist bestimmt mega leer. Ich war noch nie so drin, wenn es so leer ist. Ich kann nicht. Aber geh langsam, vielleicht sind sie schon am Aufnehmen. Oh, schau, wie leer. Ah ja, Wahnsinn. Ah, da sitzt er ja schon parat. Hey Joshua, Oh, Ah, hey, hey. wunderbar. Bist du bereit? Genau, ich bin bereit. Hey, Weißt du was, können wir doch gerade führen? Können wir da durchkommen? Weil dann bin ich nicht so alleine, weißt du? hey, dürfen wir Wir sind in dieser leeren Halle rein, so alleine, das wäre ein bisschen trostlos. Cool. Von dem her, also ich gehe auf die Bühne, ihr könnt einfach da vorne ansitzen. Ui, erste Reihe. Erste Reihe, keine Angst da. Okay, kommt keine Frage. Das weiss ich noch nicht, aber ist alles okay. Hey, Kinder Bissen sind nicht. nie daheim auch dabei zum Geschichte hören. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Kommt echt eine Frage, kommt keine Frage. Nadel und ich haben ein bisschen Angst. Mal schauen, wie es kommt. Bis nachher. Dreizehn, 14, 15, 20, 30, 22, 40, 50. Puh. Du Abraham, Ja, was was machst du da eigentlich? Ja, weißt du, Sarah, Gott hat für uns versprochen, dass unsere Nachkommen wie der Sand am Meer sind. Das probiere ich jetzt zu zählen. Nachkommen? Wir sind doch schon mega alt. Wie wollen wir noch Nachkommen bekommen? Ja, so alt wie die Steine. Ja, wie soll das denn gehen? Das ist eine gute Frage. Das ist ja unmöglich. Ja. Ja, es ist Abend geworden, draussen ist es bereits ein bisschen dunkel und der Abraham, der sitzt in seinem Zelt drin. Er tut, ja, ich sage jetzt noch ein bisschen den Tag ausklingen lassen, denkt vielleicht ein bisschen darüber nach, was hat er so alles gemacht, was ist so gelaufen heute, was ist gut gewesen. Und wenn er so da sitzt, dann plötzlich hört er eine Stimme. Abraham! Der Abraham verschreckt. Wer redet da? Was ist das für eine Stimme? Da hört er seinen Namen. Abraham, du musst keine Angst haben. Und wo die Stimme das gesagt hat, da ist dem Abraham gerade klar gewesen. Das ist Gott der Herr. Gott der Herr redet zu ihm. Und Abraham antwortet, ja Herr, was ist? Ich bin dein Schild und ich werde dich beschützen. Ich werde dich und Sarah auch reich mit Kindern belohnen. Ja, wie willst du das machen? Wir haben bis jetzt kein Kind bekommen, es geht nicht und so wird es auch bleiben. Ja, der Abraham redet zu Gott und er lässt gar nicht, was Gott will sagen. Er redet einfach weiter. Ich weiss, wir haben einen Haufen Sachen, wir haben viele Tiere und alles Mögliche. Aber all diese Sachen, die wird einmal mein Diener, der Eliezer, erben. Er wird das alles bekommen, nicht ich. Wir haben kein Kind, das geht nicht. Nein, Abraham, nicht der Eliezer, sondern dein eigener Sohn soll das Erbe bekommen. Ja, wie kann Gott das sagen, dass sein eigener Sohn soll Erbe sein? Vielleicht kannst du dich erinnern, letzten Sonntag haben wir das schon gehört, dass Gott am Abraham etwas versprochen hat. Wir gehen anschauen, wieder in der Bibel. Und zwar hat Gott dort dem Abraham versprochen, dass er so viel Nachkommen wird haben. Kannst du dich erinnern, als Bächsli? Was war da drin? Staub. So viel Nachkommen, wie es Staub auf der Erde hat. Also Gott hat ihm ja eigentlich schon gesagt, dass er Nachkommen wird bekommen. Gott hat ihm gesagt, dass er Kind bekommen. Aber irgendwie ist das für Abraham so unmöglich gewesen, weil sie haben kein Kind. Wie kann das Gott machen? Ja, das Problem, denke ich, ist dort, dass wir oftmals eben viel zu klein von Gott denken. Wir denken nur mit unserem Kopf. Und wenn es für unseren Kopf oder für uns, für mich nicht möglich ist, dann geht es auch nicht. Aber Gott ist viel grösser. Gott ist viel mächtiger.
Gott kann alles machen. Denk nur mal daran, schau dich selber mal an. Gott hat sogar dich erschaffen, Gott hat den Menschen erschaffen, Gott hat die ganze Welt erschaffen. Für ihn ist nichts unmöglich. Und da weiter hinten in der Bibel, im Lukas 1, Vers 37, dort heisst es, da haben wir es, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Schau mal, ich habe das auch da drauf geschrieben, ein bisschen anders. Für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1, Vers 37. Für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Er kann alles machen. Er ist der mächtige Gott. Und wenn er Kind verspricht dem Abraham, wenn er ihm Nachkommen verspricht, dann wird er das auch geben. Weil Gott haltet immer ein, was er verspricht. Und für uns gilt, nicht mit unserem Kopf denken, sondern Gott vertrauen. Wie wir auch ja gelernt haben im Bibelvers, überlass die Führung dem Herrn. Auf ihn vertrauen, er kann alles machen. Ja, und so hat der Abraham Gott wieder reden lassen. Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, steh mal auf, da wo du bist, steh auf und komm raus. Ja, der Abraham, vielleicht ein bisschen komisch, denkt, ja, rauskommen. Es ist ja schon dunkel draussen. Was soll ich jetzt noch draussen? Und ich meine, dort hat es ja noch keine Strassenlampe und Zeugs und Sachen gehabt. Also, es war einfach dunkel gewesen. Aber er hat Gott gefolgt. Er ist rausgekommen. Da sagt Gott, jetzt Abraham, jetzt schau mal in den Himmel. Was siehst du? Ja, ich sehe da ganz einen Haufen Sterne. Also, jetzt fangen wir mal an, die Sterne zu zählen. Der Abraham schaut, du. Ja, Herr, das ist unmöglich. Ich kann die Sterne nicht zählen. Vielleicht hast du das auch schon mal versucht, Sterne zu zählen und hast selber auch gerade das gemerkt, was der Abraham gemerkt hat. Es geht nicht. Man kann die Sterne nicht zählen. Es sind einfach zu viel. Und Gott sagt zu ihm, ja, Abraham, und genauso viel Nachkommen, wie es da oben Sterne am Himmel hat, so viel möchte ich dir geben. Und nochmal, natürlich meint Gott nicht eigene Kinder, so viele eigene Kinder, sondern eben die Kinder haben wieder Kinder und die Kinder haben wieder Kinder und so weiter. Das möchte Gott ihm schenken. Ja, Gott hat ihm jetzt wieder auf eine andere Art versprochen, dass er Nachkommen wird haben. Gott ist so wunderbar, so kreativ auch. Auf verschiedene Art und Weise tut er jetzt dem Abraham die Sachen versprechen. Gott ist einfach nur wunderbar. Und wir lesen da, wo vom Abraham geschrieben ist, lesen wir, wo Gott am Abraham sagt, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea rausgeführt hat, der, wo der Abraham gestartet hat. Und er hat ihn rausgeführt in das Land Kanaan, wo er jetzt ist, um das Land ihm zu geben, um das ihm und seinen Nachkommen zu schenken. So steht es da drin. Und es steht aber noch etwas anderes da drin. Und zwar lesen wir vom Abraham, und Abraham glaubte dem Herrn. Er hat nicht mehr zweifelt. Jetzt hat er es geglaubt. Er hat geglaubt, was Gott sagt. Und das ist genau das Wichtige. Dass wir glauben, was Gott sagt. Dass wir glauben, dass Gott das kann machen, was er verspricht. So hat es der Abraham gemacht. Ja, weißt du, Sarah, eigentlich glaube ich Gott schon, dass er das macht, was er uns versprochen hat. Gott hat uns ja noch nie im Stich gelassen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube das auch, aber manchmal muss man halt auch nachhelfen, denke ich. Und, ja, darum haben wir jetzt Ismael, he? Ja, darum habe ich dir ja meine Dienerin gegeben. Schade ist nur, dass er halt nicht mein Sohn ist. Aber, ja, das ist so. Aber Nachkommen haben wir ja dann trotzdem. Aber ist es wirklich Gottes Plan? Ja, der Abraham hat jetzt zwar einen Sohn, aber Sarah noch nicht. Und wo Gott das versprochen hat, dass der Abraham und Sarah viel Nachkommen haben oder werden haben, da hat er nicht gemeint, dass der Abraham mit einer Dienerin soll Kind haben, sondern Gott hat gemeint mit der Sarah. Ja, manchmal ist es schwierig, Gott zu vertrauen, wirklich nicht zu zweifeln und einfach zu wissen, Gott macht es gut. Aber ich kann nur wieder da herzeigen, so wie es in der Bibel steht. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles machen. Im Gegensatz zu uns Menschen. Im Gegensatz zu mir, zu dir, zu allen Menschen. Wir können zwar auch vieles, aber gleich haben wir Grenzen. Und es gibt einen Punkt, wo wir nicht mehr weiter können. Aber Gott kann alles. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel, da haben wir auch ein Kinderprogramm gemacht, von aussen. Und der Wetterbericht, der hat für die ganze Woche ganz schlechtes Wetter gehabt.
Und ich habe schon gedacht, ja gut, das war es jetzt gewesen. Wir können das Programm nicht recht durchführen. Und wir haben dann schon gebeten gehabt. Wir haben schon Gott um Hilfe gebeten, dass er gutes Wetter schenkt. Aber der Wetterbericht hat gesagt, es regnet. Und dann, ja, habe ich gedacht, es regnet wirklich. Und ich habe gar nicht mehr Gott vertraut, dass er gleich helfen kann. Und Gott hat wirklich geholfen. Die ganze Woche, wo es wichtig ist, dass es nicht regnet, hat es auch nicht geregnet. Und wir haben das Kinderprogramm wunderbar machen. Und so sagt die Bibel, dass wir eben nicht zweifeln oder unsicher sein, sondern ganz Gott vertrauen. Und der Abraham hat das wirklich machen. Er hat an Gott erinnert und dass er alles machen kann. Ja, vorläufig ist aber nichts passiert. Die Tage sind weitergegangen. Abraham und Sarah haben normal weitergelebt, bis eines Tages der Abraham Besuch bekommen hat. Er sitzt gerade so vor dem Zelt, es ist um den Mittag herum. Der Abraham macht gerade so ein bisschen sein Mittagspäuschen, sitzt dort, tut ein bisschen ausruhen, Siesta. Es war wahrscheinlich ziemlich heiß gewesen. Da hört er plötzlich von weiteren dort, wie Männer kommen. 3 Männer sind gekommen, ja genau, und sie laufen direkt auf dem Abraham sein Zelt zu. Du, wer ist denn das? Ich kenne die gar nicht. Hat er so gedacht, aber sie sind immer näher gekommen. Und Abraham hat gerade gemerkt, hey, die Leute, die kommen ja zu uns. Du, die möchte ich einladen. Die sollen nicht bei mir vorbeigehen. Und wo sie dann da waren, ist der Abraham gerade auf sie zugegangen, hat sie herzlich begrüßt und hat sie gebeten darum, dass sie doch bei ihm bleiben sollen. Dass sie da sein sollen und es ein bisschen ausruhen und sollen seine Gäste sein. Und der Abraham hat gesagt, wisst ihr was, ihr seid gerade eingeladen, ihr dürft bei mir essen, ihr dürft es bei mir schön haben, ihr sollt es da geniessen. Und so sagt er ihnen, dass sie sich dort unter einem Baum so ein bisschen ausruhen sollen. Und der Abraham, ist in dieser Zeit vorbereiten. Das Essen. Er ist schnell ins Zelt gegangen und hat zu seiner Frau gesagt, zu der Sarah, Sarah, kannst du bitte schnell ein Brot backen? Ich habe Besuch bekommen. Und so ist er weitergegangen zu einem Diener und hat ihm gesagt, du Diener, kannst du nicht ein Tierchen holen und ein feines Fleischgericht, ein Fleischmenü kochen und parat machen, weil eben, ich habe Besuch bekommen. Und Abraham selber hat ein bisschen Wasser parat gemacht in eine Schüssel und ist wieder zu seinen Gästen rausgegangen. Und hat ihnen die Wasserschüssel, nicht gerade zum Trinken, sondern dass sie sich die Füße waschen, hat er die Schüssel ihnen angetan. Aber wahrscheinlich hat er ihnen auch Wasser zum Trinken gegeben. Ja, und dann ist Abraham angesessen zu seinem Besuch und hat mit ihnen ein bisschen angefangen zu reden. Wer sie sind, wo sie kommen. Und es ist ja nicht lang gegangen. Da kommen bereits die anderen mit dem Essen. In der Kürze haben sie ein super feines Menü gebracht, angezaubert und haben es ihnen angebracht. Und Abraham hat so seine Gäste mit feinem Fleisch, mit feinem Fladenbrot, hat sie verwöhnt. Ja, und wo sie da so am Essen sind, da fragt doch einer von diesen 3, fragt plötzlich, du Abraham, wo ist eigentlich deine Frau Sarah? Und Abraham hat gerade ein bisschen gestutzt, Sarah? Wieso wissen das dass meine Frau Sarah heisst? Aber er hat nichts gesagt, sondern, also auf das aber, sondern er hat nur gesagt, ja, sie ist drinnen im Zelt drin. Warum? Und dann sagt doch einer von diesen 3 tatsächlich, in einem Jahr, da werden wir wiederkommen und dann wird deine Frau ein Kind haben. Was? Ein Kind wird sie haben? Ja, wie könnten die 3 Männer das sagen? Wie können die Männer das wissen? Wer sind denn die Männer? Die Männer, das sind nicht einfach gewöhnliche Männer, sondern es sind 2 Engel von Gott und der 3. ist der Herr selber. Also eigentlich ist es Jesus. Weil der Herr, Gott, den kann man nicht sehen. Und Gott ist gerade im Alten Testament oft in Form von Jesus den Menschen erschienen, zu den Menschen gekommen. Ja, du denkst vielleicht, ja, aber Jesus halt, der ist ja erst an Weihnachten geboren. Ja, auf der Welt ist Jesus an Weihnachten geboren, aber ihn hat es schon vorher gegeben. Er war schon vorher gewesen. Und er ist schon vorher in gewissen Situationen auf die Welt gekommen, wie eben da beim Abraham. Und
Gott hat so durch Jesus am Abraham das nochmal sagen, dass er ihm einen Sohn, dass er ihm Nachkommen verspricht. Ja, Gott hat Abraham wirklich nicht vergessen. Immer wieder, durch verschiedene Situationen oder Sachen hat Gott jetzt das dem Abraham schon versprochen. Und dann können wir wirklich langsam glauben, mal, wenn Gott das so oft verspricht, dann macht er das sicher. Aber Gott macht auch das, wenn er es nur einmal verspricht. Gott haltet immer das, was er sagt. Und Abraham hat dann gemerkt, das ist Gott, der da zu ihm redet. Aber Sarah, die ist auch heimlich hin am Zelt hören, was denn Abraham da mit diesen 3 Männern schwätzt. Und wo sie das gehört hat, dass der eine sagt, sie werden einen Sohn haben, da hat doch Sarah müssen lachen. Was? Ich ein Sohn? Nein, das geht gar nicht. Weiss denn nicht, wie alt ich bin? Ich ein Sohn? Nein, der erzählt Witz. Das geht nicht. Und da hat der Herr gefragt, warum lacht Sarah? Warum lacht Sarah? Sollte einem Herr etwas unmöglich sein? Schau, nochmal da drauf. Ich erinnere dich an den Vers. Für Gott ist nichts unmöglich. Sollte einem Herr etwas unmöglich sein? Nein, für Gott ist nichts unmöglich. Aber das ist genau das Problem, dass wir eben nur mit unserem Kopf denken und wie oft einfach Gott nicht glauben, Gott nicht als Gott akzeptieren, nicht ihn als den Herr annehmen. Das ist wie das grösste Problem vom Menschen. Aber das ist das, was Gott möchte, dass wir ihn annehmen können, an ihn glauben können, durch ihn schlussendlich eben auch Vergebung von unseren Sünden haben. Der Unglaube nennt die Bibel nämlich auch Sünde. Aber Gott möchte uns die Sünde vergeben und möchte uns einladen, möchte dich einladen, an ihn zu glauben und für immer und ewig einmal bei ihm zu sein. Und ihm völlig zu vertrauen. Ja, Sarah ist in der Zwischenzeit vorgekommen und hat ein bisschen Angst bekommen, wo der Mann das sagt. Und hat gesagt, nein, ich habe gar nicht gelacht. Obwohl sie genau gewusst hat, dass sie gelacht hat. Mal, du hast gelacht, sagt der Herr, eben Jesus. Doch, du hast gelacht gehabt. Ja, Jesus weiß auch alles. Er kennt alles. Und daraufhin haben dann die Männer ihre Sachen wieder zusammengepackt und sind weitergezogen an einen anderen Ort. Abraham, ich habe so Freude. Schau, Gott hat das Wunder tatsächlich gemacht und ich bin schwanger geworden. Das ist wirklich unglaublich. Gott ist schon ein grosser und mächtiger Gott, dass er so etwas macht. Und das in unserem Alter. Ja, wirklich. So schön. Du siehst, es ist einfach nicht unmöglich bei Gott. Ja, voll. Wir hätten einfach immer glauben. Genau. Ja, für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Und darum darfst auch du ganz ihm vertrauen und ihm glauben. Und ich möchte jetzt zum Abschluss mit dem grossen Gott wieder reden. Herr, wir danken dir, dass du alles machen kannst. Dass dir nichts unmöglich ist. Und hilf uns allen, dass wir dir einfach glauben können. Dass wir dir ganz vertrauen können. Und einfach dürfen wissen, du machst alles gut und richtig. Amen. Ja, und er macht alles auch zu der richtigen Zeit eben richtig und gut. Und darum möchten wir ein Lied singen miteinander. Und das heisst, seine Zeit, er macht alles wunderbar zu seiner Zeit. Tag
Wunderbares Lied gewesen. Und jetzt ist es unsere Zeit, zum weiterzugehen. Hey, komm, wir gehen weiter. Gehen wir schnell bei Josua vorbei? Genau. Ich meine, so viel Zeit muss noch drin liegen, oder? Ja. Voll. Können wir mit ihm nochmal über die Geschichte reden? Ja. Uns nochmal bedanken. Ja, voll. Ja, also danke vielmals für die lässige Geschichte, die du uns wieder erzählt hast. Ja, gern geschehen. Hey, mega wertvoll. Danke. Und Kind, ist es Ja. nicht schön zu wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Und das darfst auch du in deinem Leben wissen. Nichts ist für ihn unmöglich. Genau, und jetzt, wenn wir auch schon gerade weitergehen, danke nochmal vielmals für die Geschichte. Hey, Gern geschehen, viel Spaß. Ja, Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hey Kind, kennt ihr den Weg? Kommt mit! So, komm, jetzt schauen wir mal, wie es im Ablauf aussieht. Oh, schau, wir müssen schon gleich die Bühne wieder frei machen, dass sie am Predigt machen können. Stimmt, der Norbert und der Josh kommen jetzt gerade. Komm, wir gehen gerade schauen. Ah, da sind sie ja schon, Nathalie, schau. Hallo, Josh, hallo. Norbert, Hey, Mensch, Leute, du, ich finde das ja klasse, dass ihr da so viel macht mit den Kindern und so, aber wir haben einen Livestream, die läuft, die Zeit läuft mir davon, ich bin schon nass geschwitzt. Also, ihr müsst, tut mir leid, aber ihr müsst euch schon ein bisschen Wir machen vorwärts. Wir gehen gerade vorwärts. Josh, du musst das Quiz machen. Oh, stimmt. Norbert, du kannst schon mal vorgehen. Ja. Ich mache schnell das Quiz. Ja, Gut, ja, okay. ja. Okay, perfekt. Also, danke. Bitte. Würdet ihr mir schon helfen mit dem Quiz? Ja, können wir doch. Vielleicht da drin ist ein bisschen ruhiger. Hey, machen wir doch da das. Bachelor-Saal. Ist ja eh niemand drin, oder? Machen wir schnell Licht. Super. Was ist denn das? Nein, das gibt's nicht. Hast du das gesehen? Das sind die neuen Knoppers. Hey, das ist ja unfassbar. Schau mal. Nicht mehr quadratisch, sondern das sind die Riegel. Und dann nicht irgendwelche Riegel, sondern, siehst du da, neu. Absolute neue Riegel. Mit der Erdnuss drin. Hey, so gut. Hey, wow, die beste Riegel, was überhaupt nicht gibt. Schau mal die Farbe an. Das Gelb. Das ist ja unfassbar. Hey, die sind so fein. Ich kann das sagen, ich habe es noch nie gegessen, aber die sind so fein. Und das Beste ist, wenn du ein Quiz mitmachst, dann kannst du genau diese Regel gewinnen. Und dann das Zweitbeste ist, nicht nur eine, sondern schau mal, 5 mal 5 Knoppersregel. Hey, super. Ich kann dir sagen, mach mit beim Quiz, der jetzt gerade kommt. Da ist der Link. Nimm teil. Dann nehmen wir doch da Platz, oder? Hey, voll gut. Na, dann schauen wir, das gerade 2 Stühle. Perfekt. Und ich habe nämlich mir das da vorbereitet. Hey, voll gut, danke Oh, schön. einen Zettel. Dankeschön. Und dann jeder eine Frage. Ist das gut? Perfekt. Also, ja, eben. So habe ich mich noch nie angezogen. Also für den Sonntag schon müssen wir da schon ein bisschen so ein bisschen lockern. He? Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Ihr habt ja eine Geschichte gehört und ihr mögt euch vielleicht auch erinnern als letztes Mal. Und jetzt haben wir eine Frage, wie Gott macht so Vergleich. Frage 1 ist, Gott hat Abraham auf verschiedene Arten Nachkommen versprochen, also Kinder. Auf welche Art hat er es nicht versprochen? Also, ein bisschen mal umgekehrt. Antwort A, so viel Nachkommen wie Staub auf Erde. Antwort B, so viel Nachkommen wie Sterne am Himmel. Oder Antwort C, so viel Nachkommen wie Fisch im Meer. Genau. Sorry. Die zweite Frage ist, nichts ist für Gott unmöglich. Wo in der Bibel steht der Vers? Antwort A, Lukas 1, Vers 37. Antwort B, Lukas 11, Vers 37. Oder Antwort C, Lukas 1, Vers 47. Genau. Und die dritte Frage heisst, warum hat Sarah gelacht? Antwort A ist, sie hat nicht glauben, dass sie in ihrem hohen Alter noch ein Baby bekommen. Antwort B, der Abraham hat etwas Lustiges erzählt. Und Antwort C, sie war sehr müde. Wunderbar. Vielen Dank. Hey, mega das war jetzt gut gewesen. Und jetzt muss ich aber wirklich los. Hey, die Zeit voll. läuft. Gehen wir doch gerade raus. Hey, gut, dann gehen wir Predigt hören. Und das ist die Sendung. Genau, Bastelanleitungen hat es wieder am Schluss. Stimmt. Und wisst ihr was? Wir haben schon ein paar Mal euch so Bastelideen gegeben. Es sind jetzt einige Lektionen. Und es würde uns mal interessieren, ob ihr auch etwas davon gemacht habt. Und wenn ihr etwas gemacht habt, steht sicher irgendwo noch die Hause umeinander. Dann schickt doch uns ein Foto an die E-Mail-Adresse, die kennt ihr schon, mnr.young. Und
es würde uns wirklich interessieren, was sie alles schon gebastelt haben. Es gibt es auch gerade für Abraham. Es hat letztes Mal so Schlarpen drin gehabt, Wüstensandalen, verschiedene Sachen. Und wenn ein paar coole Bilder reinkommen, dann zeigen wir die auch in einer nächsten Sendung wieder. Genau. Hey, ganz viel Spaß. Und jetzt gibt es gerade wieder Bastelsachen und wir sagen Tschüss und verabschieden uns. Tschüss. Ciao zusammen.